Aprilscherze sind schon irgendwie etwas Seltsames, oder? Ich meine, man bringt es jedes Jahr, man weiß, oh, der 1. April, da muss er vorsichtig sein. Und trotzdem, die meisten gehen immer wieder ins Netz. Tja, und auch so was mir gestern. Das Video bezüglich meinem Ende als Let's Player war natürlich ein April-Scherz. April, April. Nee, komm schon Leute, das ist doch offensichtlich. Ich meine, so ein Abschiedsvideo oder so ein Vorankündigungsvideo zum Abschied ist ja okay. Ich muss sagen, ich habe es vielleicht ein bisschen sehr gut gemacht von dem her. Und habe auch sehr deprimierend geklungen und so. Aber, ja, wenn das wirklich ernst gemeint hätte, hätte ich das doch wohl nicht am 1. April hochgeladen. Naja, gut, jetzt mal eine kurze zur Korrektur des ganzen Videos. Also, man sagt immer so auch, sag jetzt mal so Scherze und Vermutungen etc. beruhen immer auf einer gewissen Theorie und vor allem auch auf gewissen Fakten. So, also, auch bei diesem Video war es so, dass es gewisse Fakten gibt, die ich jetzt hier mal ein bisschen aufklären werde. Nämlich Fakt Nummer 1 ist, diese Woche ist Pause bei mir. Yes, ich mache ein bisschen Urlaub. Urlaub heißt in diesem Sinne, dass es trotzdem Videos gibt täglich. Toller Urlaub, was? Nee, Quatsch. Also Videos gibt es halt von Naruto Storm 3 täglich, weil das Let's Play bereits fertig aufgenommen. Ja, es ging dann doch schneller als gedacht. Wie auch immer, ihr seht es dann, es war auch sehr lustig und so weiter. Muss jetzt nicht alles bereits vorwegnehmen, aber diese Woche täglich noch, wie gewohnt halt, gut, die Zeit stimmt zwar nicht mehr, aber wie gewohnt täglich halt ein Part von Naruto Storm 3. Dann des Weiteren diese Woche gibt es noch weitere Parts von Super Mario Galaxy 2 und New Super Mario Bros. U. Galaxy 2 will ich mit Kai beenden, sofern es möglich ist, weil der letzte Stern ist halt schon eine Knacknuss für sich. Das heißt, es wird maximal 2 Parts noch geben von Galaxy 2, sprich wir machen maximal einen Fail-Part. Und im zweiten Part muss das Ganze dann sitzen. Ja, da muss ich mit Kai vorab noch ein bisschen testen und so, weil auch bezüglich Aufnahme hat es da noch ein paar Probleme gegeben. Also sprich, es könnte sogar sein, dass ich dann die Aufnahmen nachträglich noch synchronisieren muss, weil meine Aufnahme nicht so richtig geklappt hat. Kann sein, ich hoffe es nicht, aber nur mal, falls ihr euch dann fragt, oh, das ist nicht ganz synchron und so, oh, was erzählt ihr jetzt auf einem Mist? Hiermit seid ihr ein bisschen vorgewarnt. Also ich werde natürlich noch ein Video machen und jetzt auch mal noch als Vorankündigung zu Galaxy 2 wird zu jedem dieser 2, also mal angenommen, es gibt nur einen Part, kann ja sein, dass ich im ersten Part schaffe, vielleicht bin ich ja so skillig, dann wird es noch einen zweiten Part garantiert geben, der das gleiche beinhaltet, aber bei dem ich das Ganze noch auf Schweizerdeutsch nachsynchronisiere, weil mir fehlt ja dummerweise noch der schweizerdeutsche Part in diesem Let's Play und deshalb wird es garantiert jetzt zum Abschluss noch den Part sowohl eine deutsche Aufnahme geben, als auch eine schweizerdeutsche Aufnahme. Also sprich jetzt halt Schweizerdeutsch einfach nur bei mir. Kai wird trotzdem auf Hochdeutsch sein, Mario trotzdem auch. Das heißt wirklich nur, dass ich meine Stimme nachträglich noch halt auf Schweizerdeutsch nachsynchronisieren werde. So gut es halt eben geht. Gut, das wäre so mal zu Galaxy 2. Zu New Super Mario Bros. U sieht es folgendermaßen aus. Da wird es diese Woche ich führte mehr als 2 Parts einfach diese Woche nicht mehr. Weil einer ist bereits aufgenommen, den zweiten, also ich versuche jetzt noch die restlichen Sternmünzen einzusammeln, sprich vor allem von Welt 5, 6 und 7 und dann halt der ganz große Abschluss noch und dann ist auch New Super Mario Bros. U endlich fertig und garantiert noch im Monat April, also wie gesagt, nehmen jetzt die Woche noch fertig auf da, aber ob es halt noch 2 Parts diese Woche gibt zum Hochladen, das weiß ich noch nicht, weil wie gesagt, ich will ja Urlaub machen, ein bisschen ausspannen und so. Aber dann ein bisschen rausgehen, auch wenn das Wetter eben noch beschissen ist, eben noch so dunkel, grau, noch nicht so sonnig und so, noch keine 10 Grad, eher 10 Grad minus, so wie es aussieht, ist halt noch nicht so das Wahre. Aber, liebe Freunde, auch wenn sonst hier bezüglich Zelda, Xenoblade, Assassin's Creed 3, wenn es hier ein bisschen, sag jetzt mal noch, Pause ist diese Woche, so geht es dafür mit neuen Let's Shows und Let's Tests weiter. Unter anderem diese Woche ein Let's Test, Let's Show, ich weiß nicht genau, was genau sein wird, aber es gibt noch ein Video zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Spiel, was wir dann auch mal noch Let's Playen werden. Entweder normal Story-Modus oder aber online-mäßig. Oh ja, es ist Zeit für ein Duell, ist endlich zurück und dann ist dieses Jahr 2013 auch endlich wieder mal das Jahr von Dragon Ball. Oh ja. Denn nämlich abgesehen davon, dass ich jetzt jedes Wochenende plane, also sprich Samstag und Sonntag, soll es künftig sprich Samstag und Sonntag soll es jeweils einen
Dragon Ball Wedge Blast 2 Online-Fight-Part geben. Das ist geplant, vielleicht bereits dieses Wochenende, weiß noch nicht, muss mal gucken, wie weit ich jetzt mit der Aufnahme noch komme. Weil Dragon Ball ist immer so eine Sache mit Trainieren und so, und ja, also im Gegensatz zu Naruto, wo man schnell mal drin bist und die ganzen Kombos und so beherrscht, ist Dragon Ball ein anderes Kaliber. Also vor allem Wedge Blast 2, da musst du immer so vorher trainieren, also sprich, ich müsste vor jeder Aufnahme locker eine Stunde trainieren. Mittlerweile bin ich sowieso völlig aus der Übung, sprich, ich brauche sogar 1-2 Tage, um zu trainieren, bis ich wieder mal richtig drin wäre und die ganzen Kombinationen kenne. Vor allem auch immer das Ausweiten ist auch immer so ein Ding. Naja, mal gucken, vielleicht wird es bereits diese Woche etwas. Dann, was ich noch versuchen möchte, jetzt mal kurz noch einen Abgang zu Naruto machen. Und zwar betreffend Online-Fights in Naruto will ich gerne Generations und Storm 3 kombinieren. Sprich, dass es einen Part gibt, wo zum Beispiel 2 Kämpfe zu Storm 3 sind und 2 Kämpfe zu Generations, weil das Ganze einfach nur stoppen, weil jetzt einfach Storm 3 da ist, fände ich ein bisschen zum einen schade, zum anderen auch unfair, gegenüber denen, die halt Storm 3 noch nicht haben und auf Generations noch zocken wollen. Deshalb jetzt mal so der Versuch, natürlich die andere Variante wäre ein Part Generations online, ein Part Storm 3 online. Da ist halt einfach das Problem, dass dann jeweils 5 Parts pro Wochenende hätte. Weil, wie gesagt, einmal Anno 14.0 für Venedig, dann Pokémon, dann Dragon Ball Wedge Blast 2, dann Naruto Storm 3, Naruto Generations. Ihr merkt schon, 5 Parts pro Tag ist ein bisschen viel für mich. Leider Gottes. So, das mal soweit zu dem Online-Fight-Dingsbums da, wie auch immer. Sonst also Dragon Ball ist diese Woche noch ein Let's Test. Ich weiß noch nicht, was genau sein wird. Entschuldigung. Und zwar zu Budokai 1 ist geplant, dann natürlich mit der Zeit noch ein Let's Play zu Budokai 3, ein Let's Play zu Budokai Tenkaichi 3 und noch zu Infinite World und garantiert auch noch, was ich dieses Jahr noch machen will, ist Revenge of King Piccolo für die Wii zocken. Da wird es natürlich noch jeweils zuerst noch einen Trailer geben und ja, mal gucken, wenn das Ganze bald rankommt und vor allem auch, wie ich mich da wieder anstellen werde, nicht wahr? Ist ja immer so eine Sache bei solchen Dragon Ball Fighting Spielen. Nee, also generell bin ich ja eher schon einer, der schnell und zügig lernt, aber halt aktuell mit so vielen Projekten, da kommst du einfach mal nicht mehr mit. Da ist einfach so der Fakt. Da bist du jetzt dann einfach mal komplett draußen eine Woche lang nicht gezockt hast, dann hasta la vista. Kannst direkt von neuem anfangen. Ja, so einmal dazu, wie gesagt, diese Woche vor allem Naruto, Storm 3. Tag. Oh, aber auf dem ganzen Wochenende. Alter Schwede. Da gibt es ja trotzdem 5 Parts. Anno, Pokémon, Dragon Ball, Storm 3 Story, Storm 3 Generations Online. 5, 6 Parts. Nee, Leute, nee, das mache ich nicht mit. Hey. Das ist mir definitiv zu viel Arbeit. Ja. Wie machen wir das? Erst umsetzen, wenn Storm 3 beendet ist, der Story-Modus. Das wäre noch was, weil Storm 3 geht sowieso nicht mehr so lange. Nun gut, Nachfolge von Storm 3, sprich während der Woche, um 14 Uhr, sage ich schon, um 16 Uhr natürlich, ist auch schon geplant. Eventuell werde ich dann da halt ein Projekt vom Wochenende hernehmen, sprich zum Beispiel Pokémon Weiß 2 kommt während der Woche wieder. Oder aber es wird bald mal Zeit für One Piece Pirate Warriors 2. Ich könnte es theoretisch bereits auf Japanisch zocken. Dann könnte ich es per sofort machen, aber das Spiel ist ein bisschen, ich sag's mal so, nicht sehr storygemäß. Also sprich, da war Storm, sage ich schon wieder. Mann, ich bin komplett aus der Rolle. Da war natürlich Pirate Warriors 1 war definitiv mehr der Originalstory nachempfunden als Storm 2, als Pirate Warriors 2 ist. Ja, so dazu als kleinen Spoiler dazu. Mal gucken, wie auch das bei euch ankommen wird und was bleibt sonst eigentlich noch. Was wir sonst machen können, wir natürlich Zelda und Xenoblade täglich bringen. Sprich zum Beispiel 13 Uhr Xenoblade, 16 Uhr Zelda, 19 Uhr Assassin's Creed 3. Aber was ja auch noch geplant und gewünscht ist von euch, ist ja auch noch ein Let's Play zu hab ich es gleich Intus, wie heißt es wieder? Ja genau, Monsters Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ja, wäre auch noch eine Variante, aber was ich jetzt schon mal garantieren kann, ist, bevor ich ein neues Let's Play anfange, wird es wohl noch einen Trailer geben. Und anhand dieses Trailers und an der Daumen nach oben, nach unten, Kommentare, sehe ich dann, ob ihr das Video wollt oder das Video vor allem. Natürlich, ob ihr das Let's Play wollt oder eben nicht wollt. Ja,
So viel mal dazu. Sonst noch mal kurz noch eine Info bezüglich den Kapitel-Reviews zum Manga. Die sind ja mittlerweile auch wieder ein bisschen eingefroren. Und zwar diese Woche leider nichts gewesen mit den Späßen, sorry Leute, aber ab nächster Woche wieder geplant. Vor allem halt, weil ich diese Woche auch nutzen möchte, um mir einen relativ großen Vorrat an Xenoblade, Zelda und Assassin's Creed 3 Folgen zu produzieren. Sprich, für mich ist eigentlich schon geplant, 2-3 Wochen vorher aufzunehmen, weil dann kann ich auch viel schneller und vor allem auch besser auf die Kapitelreviews reagieren und diese wieder hochladen. Aber trotz allem Priorität haben die Let's Plays und erst dann, wenn ich noch Zeit habe, dann will ich noch die Kapitelreviews bringen. Ansonsten, ja, ihr seht es dann, wenn ihr seht, oh, der bringt keine Kapitelreview, dann hatte ich leider Gottes keine Zeit mehr. Noch ganz kurz als Schluss noch wegen bezüglich Ende und so, wegen Let's Playen, das Ganze stressig ist und so. Natürlich ist Let's Playen ist halt ein Hobby, wo man viel Zeit investiert und mehr oder weniger viel zurückbekommt. Natürlich, ihr macht das Ganze toll, das ist nicht das Problem. Das Problem bin einzig und allein ich, beziehungsweise der Let's Player selbst, der sich halt den Stress selbst macht. Das war schon immer so, wird auch immer so sein. Und deswegen jetzt auch hier mal eine kleine Ankündigung, und zwar, wie es eigentlich bereits schon immer so war, ich werde natürlich versuchen, immer den Uploadplan einzuhalten, sprich da halt täglich 3 Parts, die gerade geplant sind, oder halt 4 Parts Wochenende, je nachdem halt, was auch immer gerade geplant ist, laut dem Uploadplan. Aber wenn halt nicht dem so sein soll, dass vielleicht mal ein Part ausfällt und so, dann war es halt wirklich so, dass ich keine Zeit hatte oder sonst im Stress war und so. Und ich denke, ihr habt dafür ja auch Verständnis, weil euch geht es vermutlich ähnlich, am Real Life und der Arbeit etc. Ich weiß, es ist ein nerviges Thema, vor allem ein leidiges Thema, was auch immer wieder angesprochen wird, aber ist leider trotzdem der Fall, dass das Ganze halt einfach pendent ist in unserem Leben. Deshalb kann man da auch nicht einfach drüber wechseln und sagen, ja, jetzt mach halt mal die Nacht durch und so, nimmt man das Ganze auf, dann am nächsten Tag 3-4 Videos, ist doch schön. Ja, schön wäre es schon, aber schön für euch vor allem. Für mich wäre es eigentlich nur Arbeit und Stress und vor allem auch null Motivation bei den Videos, und das ist einfach nicht gut. Das merkt ihr nach bei den Videos, und wer guckt schon gerne ein Video von einem Let's Player, der überhaupt nicht motiviert ist? Genau, niemand. So, jetzt haben wir mal genug erklärt hier und auch genug vorerzählt. Wie gesagt, das Jahr 2013, das Jahr von Dragon Ball, wo ich sehr vieles plane noch. Natürlich da aktuellen Projekte, gut, Assassin's Creed 3 läuft momentan sehr flüssig. Xenoblade läuft sehr stockig, aber da bin ich bereits dran, das zu fixen, vor allem halt auch wieder mal richtig lange Aufnahmesessions zu machen, wo ich dann ein bisschen besser drin wegkomme, sprich besser ins Spiel finde. Zelda momentan sowieso kein Problem mehr, da dürfte ich, schätze ich da, 30-40 Folgen maximal noch, das ist Let's Play auch schon vorbei. Und was sonst noch so, Wochenendprojekt, okay, Anno zieht sich wie ein alter Kaugummi, das stimmt. Bin aber immer dabei, ist immer voller Action, das stimmt leider auch immer. Pokémon, wie gesagt, das Wochenendprojekt einfach viel zu wenig los, das muss ich während der Woche bringen, sonst kriege ich das Teil vermutlich nicht mehr so schnell fertig. Und die Online-Fights, ich meine, die sind ja im Prinzip endlos, also von dem her, da könnt ihr schon mal freuen auf den nächsten Tag, auf den nächsten Projekten, vor allem den Abschluss von Galaxy 2. Die Fortsetzung und Abschluss dann von New Super Mario Bros. U, mit den nächsten Wochen auch Naruto Storm 3 beendet wird, und halt vor allem auf den Let's Tests, Let's Shows, den neuen Spielen, neuen Projekten, neuen künftigen Projekten vor allem auch, betreffend Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball. Zu Yu-Gi-Oh! Verrate ich jetzt noch nicht viel, aber mal so viel schon vorausgesagt, es ist ein Konsolenspiel. Oh ja, da könnt ihr euch schon mal freuen, so viele Yu-Gi-Oh! Spiele für Konsolen gab es eigentlich noch nie. Also jetzt nicht nur für die Wii, sondern auch für PS2 und so. PS2, ich überlege gerade, PS2 habe ich einige Yu-Gi-Oh! Spiele, Wii habe ich auch ein paar. Also ein paar gab es, glaube ich, bloß 2. PS3, ich glaube, da fehlt noch einige, oder? Gab es überhaupt Yu-Gi-Oh! Spiele? Ich weiß gar nicht. Naja. Wie dem auch sei, wir sehen uns wieder die nächsten Tage bei den nächsten Projekten und vor allem halt auch heute, morgen mal Storm 3, keine Ahnung, wann auch immer ihr dieses Video seht. Es geht munter weiter auf diesem Channel und keine Sorge, mein Rücktritt, mein wirkliches Ende, das ist noch in weiter Ferne.